Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung die neue LP vom Traufer und vom Gölle, alte Freundschaften aus der Pfadi-Zeit, verbotene Bike-Trails im Wald. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, gebe ich euch zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Wengen belegt Platz 8. Das Bergdorf macht auf Social Media eine gute Figur und schafft sogar in die Top-10-Liste der fotogensten Ortschaften. Das britische Vergleichsportal Uswitch hat die 10 schönsten Dörfer von Europa ermittelt. Es haben nur Dörfer gezählt, die nicht mehr als 2500 Einwohner haben. Externes Büro soll Lösungswege aufzeigen. Die Kommission Wirtschaft des Entwicklungsraums Thun, kurz ERT, will auf Antrag vom Stadtpräsidenten Raphael Lanz die Verbesserung der Verkehrssituation gemeinsam langfristig lösen. Ziel ist die Aufnahme der Infrastruktur ins Agglomerationsprogramm vom Bund. Heute erscheint die neue LP vom Traufer und vom Gölle. Sie heisst Handwerk und der Name ist Programm. Die beiden spielen nämlich darauf Unplugged Songs. Die Songs sind ein Dankeschön an die vielen treuen und geduldigen Fans, die seit langem auf ein Konzert warten müssen. Hier bei uns erklären der Traufer und der Gölle, was Geduld für sie bedeutet. Sie reden aber auch von blutigen Vierteln und von Vorfreude. Es gibt keine Indianer mehr. Du hast vorher noch gesagt, das neue Album sei fast besser als das letzte. Warum das? Ich glaube, dass wir uns einfach viel mehr bewusst sind, wer wir sind als Duo. Oder beim ersten Album hat man unbedingt probiert, er seine Songs, seine Liedstimme, ich gehe drüber, ich bei mir meine Lage und er geht drüber. Und jetzt beim neuen Album hast du von Anfang an gesagt, dass ich mehr oben drüber singen soll, dass wir dort oben drüber... Ja, er kommt weiter hoch als ich. Eine Kiste Bier, ein Grill und ein Feuer. Das ist schon geil, wenn du das kannst. Weißt, wenn 2 Männer zusammen singen und der eine geht richtig hoch über den anderen rüber. Und das kann er perfekt. Bei mir fällt es auch an, komisch du da in der Höhe hinab. Und so haben wir viel geileren Sound jetzt auch auf der Stimme rausgebracht und das macht Freude. Ein bisschen wie ein Bärli, das sich gefunden hat, vielleicht auch schon. Ja, so schlimm würde ich es nicht bezeichnen. So schlimm würde ich es nicht bezeichnen. Aber wir wollten eigentlich ein Projekt machen für 2 Jahre. Und dann wäre die Bürzerbuben Geschichte gewesen. Jetzt mittlerweile mit dem ganzen Pandemie-Grümpel geht es 4-5 Jahre. Also es ist länger als manche Ehe. Und es ist ein Merci an eure Fans in diesem Sinn. Unbedingt, weil sie so Geduld haben mit uns. Also, unsere Leute, wie viel hast du gesagt? 70'000 Billionen oder so haben wir ja schon verkauft. Die haben ihre Kohle alle schon gebracht. Und wir sind jetzt sozusagen in der Bringschuld. Und sollten endlich liefern und können nicht, weil sie in Bern noch gegen neue Ideen haben, für uns das Leben schwer zu machen. Wir warten auf den Tag, wo wir einfach unseren Fans endlich das liefern können, was wir ihnen schuldig sind. Und weil es jetzt halt noch mal verschoben worden ist, haben wir diesen Frühling gedacht, hey, dann machen wir doch für unsere Fans eine neue CD. Vor allem, was jetzt das Wichtigste ist, es ist ja nicht der Altzeichen einfach unplugged aufgenommen. Es sind 8 neue Songs, oder wie viel haben wir gemacht? Ja. 8 neue Songs und 4 von den alten auf eine neue Art akustisch aufgenommen. Das ist noch wichtig zu sagen. Das ist ja auch das Gefühl, jetzt haben sie den Altzeichen wieder aufgewärmt. Nein. Nein. Mein Herz gehört daheim. Nicht auf der Bühne, aber sonst schon gemeinsam länger unterwegs sind häufig Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Dass das über die Pfadfinderzeit hinaus so bleibt, dafür sorgt unter anderem der alte Pfadfinderverband Kiburg. Der wird morgen 80-jährig. Mein Kollege, der Pascal Müller, hat mit dem Niklaus Zürcher, dem Sekretär vom APV, geredet und ihn gefragt, was für die Zukunft geplant ist. Also, wir haben morgen unser 80-Jahr-Jubiläum. Das offizielle Datum wäre zwar eigentlich 15.11., aber aus verschiedenen Gründen haben wir es ein bisschen vorverlegt, dass wir ein bisschen bessere Termine haben. APV Kiburg Thun ist eigentlich eine Organisation, die sich gegründet hat aus alten Rover. Das heisst, eigentlich, wer die Pfadi fertig hat, ist dann eigentlich so ein bisschen im Leeren gestanden und hat einfach eigentlich die Kollegen höchstens noch privat getroffen. Und dann hat man das ein bisschen ändern und hat die nachher den APV gegründet. Und dort trifft man sich jetzt eigentlich so, eben früher auf Reisen oder auf Anlässe oder auf dem Stamm oder irgendwo so. Wenn ihr zurückdenkt, ihr habt ja eine Pfadi-Laufbahn an verschiedenen Stationen. Was sind da so für Erlebnisse, die euch geblieben sind?
Geblieben sind wir eigentlich eben, von Grenchen her vielleicht mal, dass wir mit dem Planwagen von Langnau auf Grenchen zurück waren. Und dann war es genau 1969, wo die Mondlandung war. Und dann haben wir das dürfen schauen. Und das war halt dann schon noch so ein bisschen speziell. Also, ich glaube, 14 Tage waren wir dann unterwegs. Und wir haben ein Ross zur Verfügung gestellt bekommen und eben den Planwagen. Das Ross hat dann nicht immer so ziehen. Da musste man zwischen ein anderes organisieren, dass wir dort höher rein müssen. Wir haben auf der Lug oben gesehen. Und ja, ich kann mich noch so erinnern, eben, es war schon nass zwischen grusig. Aber auf jeden Fall hat es Spass gemacht und es ist eine gute Erinnerung geblieben. Und eben dann hat man noch vielen Orten kein Fernsehen gehabt. Und es war ein reiner Zufall, dass wir gerade irgendwo bei einem Bauer waren, der das eben hatte. Und das konnte ich überhaupt schauen. Nicht nur Pfadfinderinnen und Pfadfinder trifft man häufig in den Wäldern an. Oft sind dort auch Biker unterwegs. Und in den Wäldern rund um Matton und Interlaken bauen die seit längerer Zeit manchmal schon ganz aufwendige Strecken in den Wald hinein. Doch das ist verboten. Weil solche Strecken die stören die ortsansässige Fauna und Flora, wie der Thomas Heimann, der zuständige Förster, meinem Kollegen Benjamin Abeckler erklärt hat. Wer verwutscht wird, der kann es teuer zu stehen kommen und er muss eine hohe Busse zahlen. Wir stehen jetzt hier auf dem Rügen, auf dem grossen Rügen, und hier sind ja Biker unterwegs, nicht immer legal. Wie gross ist das Problem? Ja, es hat an anderen Orten schon ein bisschen Probleme in gewissen Regionen vom Rügen, vom kleinen und grossen Rügen, wo viele Bike fahren kann. Also ja, es ist vielleicht an anderen Orten noch schlimmer, aber es gibt das Problem, dass da illegal durch den Wald durchgebikert wird. Wenn man die Biker ansprechen kann man sie sensibilisieren, probiert man sie zu sensibilisieren, tut man sie, wenn man unterwegs ist, Biker aufhalten und sagen, ich bringe dir auch das Beispiel mit seinem Garten, wenn er einen Garten hat. Ob er gerne hat, wenn ich am Samstag mit dem Bike im Garten rumfahre. Und hier ist eigentlich im Wald das Gleiche. Oder? Der Wald gehört jemandem. Und da darf man nicht einfach durch den Wald durchfahren. Was kann man im schlimmsten Fall anrichten als Biker, wenn man eben illegal durch den Wald fährt? Ja, man kann mal die ganze Tierwelt stören. Oder dann, das andere ist, wenn man dann künstliche Bauten machen, wie eine Schanze oder so, dann gibt es für den Waldbesitzer das Problem, dass er eigentlich dann für das Werk verantwortlich ist und dann muss gerade schon irgendetwas passiert. Was macht man jetzt dagegen, gegen so illegale Strecken hier auf dem Rügen? Eben mal sensibilisieren, wir Plakate aufhängen oder eben die Leute direkt ansprechen. Oder dann tun wir halt mal so eine Piste, dass irgendetwas gebaut ist, das wieder beseitigen. Oder zum Beispiel Bäume reinfällen, so in eine Piste. Dann fahren sie dann vielleicht nicht mehr. Wobei es gibt auch solche Biker, die sagen, führen auch das wieder freischneiden. Aber das wäre eigentlich in dem Sinne noch illegal, oder? Das Freischneiden. Ob am Wochenende das Wetter zum Biken einlädt, das seht ihr gerade im Anschluss in den Prognosen. So oder so wünsche ich euch jetzt schon ganz eine grusame Zeit und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Schön haben Sie wieder eingeschaltet. Also kurz vor dem Wochenende nimmt Sie das Wetter sicher besonders Wunder. Bleiben Sie dran, machen Sie es sich bequem. Ich habe jetzt nämlich eine richtig gute Nachricht für Sie. Ein Hoch erstreckt sich über ganz Zentral- und über Teile von Westeuropa und trocknet die Luft von oben her ab. Die mittleren und die von Luftschichten sind nach wie vor angefürchtet. Der Samstag startet stellenweise mit Nebelfeldern oder mit hochnebelartigen Restwolken oberhalb von 1400 bis 1600 Metern. Glückt der Start in einen Neutag bereits strahlend schön. Und durch die teils klare Nacht ist es kalt. Mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. In Thun, Spiez und Interlaken starten wir mit 3 Grad, in Meiringen mit 2 Grad, in Grindelwald, Adelboden
Norden und steht, da sind es 0 Grad zum Start in einen Samstag. Am Nachmittag lichten sich die Wolkenfelder zunehmend, sodass sich überall die Sonne durchsetzt. Ein Ausflug im Berge, das ist eine richtig tolle Sache. Es zeichnet sich ein sehr toller Tag zum Wandern ab. So strahlt nach einigen Restwolken meistens die Sonne vom blauen Himmel. Alle Wanderfreunde vom gepflegten Schönwetter Herbstwandern können ihre Wandersachen parat legen. Dazu geht auf den Bergen meist ein schwacher Nordost- bis Ostwind und die 0-Grad-Grenze steigt bis zum Abend auf rund 3000 Metern. Das Wetter bleibt bis und mit am Montag Hochdruck bestimmt. Am Morgen ist es meist grau, der Tag durch wird es dann zunehmend blau. Am Dienstag erreicht uns dann eine neue Störung. Ja, das war Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen flotten Start ins Wochenende. Ade miteinander.